schon. Jetzt klarer. Ja. Ich weiß eigentlich auch nicht genau, wieso dass ich so ein Video jetzt mache. Oder so einen Film. Weil ich habe ja vor, mal etwas Längeres zu machen. Aber trotzdem, beziehungsweise vor diesen Ereignissen, die sich in den letzten Tagen abgespielt haben, muss ich sagen, es ist wirklich wichtig, dass man auch so einen Kurzfilm gemacht hat, wie ich es jetzt mache. Ja. Ich muss sagen, eben, dass ich mal das iPhone habe abgestellt, beziehungsweise eben den Flugmodus rein da, Flugmodus sei Dank. Und kaum mehr Apps wie Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger und all die auf dem iPhone habe. Ja, hänge ich wirklich viel mehr an anderen Dingen als nur noch am Nachteil. Ich konzentriere mich viel mehr wieder auf die Arbeit. Komischerweise freue ich mich wieder viel mehr zur Arbeit zu kommen. Nehme die Aufgaben dort wieder viel mehr wahr, als das ich früher gemacht habe. Und eben die Veränderungen, die hat es wirklich mal gebraucht. Sowie auch an mir Veränderungen. Zum Beispiel hier die Tor. Dass ich jetzt plötzlich ganz andere Farbe habe. Es sollte schwarz sein. Ich sehe nur noch schwarz, schwarz, schwarz. Hat sie gesagt? Ja, ja. Und das ist... das ist wie Tätowieren. Das muss rein. Aber in den letzten Tagen kann ich ja, wie gesagt, Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger und die alle löschen. Und habe nachher festgestellt, sobald du die Apps in dem Sinn löschst, hast du viel weniger den Draht zu deiner Social Media, sage ich jetzt mal, Gemeinschaft, beziehungsweise was mich vor allem hat geschockt ist, nachher der Kontakt zu deiner engeren Kollegschaft oder allgemein zu den Kollegen oder die du kennst, hast viel weniger nachher Kontakt. Und plötzlich aber nachher hast du mehr Kontakt mit denen, die du frisch hast kennengelernt, die frisch plötzlich ja, mehr in deinem Leben eine Rolle spielen. Und wie gesagt, Veränderungen kommen und gehen, auch bei mir. Zum Beispiel habe ich auch so gut wie fast nicht mehr ausgegangen. Das letzte Mal, als ich wirklich ausgegangen bin, das ist schon ewig her. Das kennt man gar nicht von mir. Wenn man es dann im Doku gesehen, wo ich wirklich noch recht im Nightlife gearbeitet habe. Aber es tut gut in dem Sinn. Es tut wirklich gut, mal auf andere Gedanken zu kommen. Ich mache wirklich Angst. Zum Beispiel eben gehe ich fast alle Tage jetzt schwimmen, um mich auszupowern nach der Arbeit. Die Ernährung habe ich plus minus ein bisschen umgesetzt, beziehungsweise schaue ich viel mehr als früher. Also als ich Stress hatte, wirklich dauernd am Stress. Ich meine, ich bin heimgekommen und habe meine Katze gefüttert, beziehungsweise hätte sollen. Das heisst nicht, dass ich es nicht gemacht habe, aber zuerst bin ich sicher eine Viertelstunde einfach mal am Laden gekocht, geschaut, was ist auf WhatsApp reingekommen, geschaut, was ist bei Facebook gegangen, sonst irgendwie überall Nachrichten. Und ich muss sagen, seitdem schaue ich wirklich die Welt wieder total anders an. Ja. Was mich natürlich auch erst gerade geschockt hat, war, ich habe vielen gesagt, dass ich eben WhatsApp gelöscht habe und all die anderen Apps, dass ich wirklich viel Zeit auch für mich brauche. Es ist auch so, ich brauche wirklich Zeit für mich. Das heisst, ich muss mich selber wieder finden, weil ich kann mich, so wie ich auch selber merke, recht verändert. Ich bin nicht mehr der so, hey, yo, hier bin ich, Sam, Jimmy Joe, oder eben der Sam allgemein, der Späßchen macht, der lacht. Das bin nicht mehr ich, wo ich früher war. Auch, es tut mir auch in dem Sinne weh, wenn ich
mich nicht mehr so viel bei meinem Bruder zu Portugal melden. Ich weiss, ich kann es jetzt nicht verstehen, aber leider, aber es tut mir in dem Sinne wirklich weh, dass ich ja, sogar schon so weit bin, mich wirklich bei jemandem zu melden. Klar, die Termine, die ich bisher habe vereinbart, die nehme ich noch wahr. Die nehme ich wirklich noch wahr. Also eben zum Beispiel zu meinem besten Kollegen Mike zu kommen. Die nehme ich wirklich wahr, das habe ich mir auch fest gesagt. Aber ich war immer einer, der die Sache in sich selber reinfrisst. Also ich habe nie wirklich Hilfe von aussen angenommen. Beziehungsweise einfach aus eigener Erfahrung. Ich werde es so heute nicht machen. Ich werde es auch morgen nicht machen. Oder sonst irgendwann. Einfach, klar kann jeder mit Tipps kommen, aber eben, ich bin auch dankbar dafür, aber gleich muss ich nachher sagen, merci vielmals, aber ich muss selber mit diesen Problemen klarkommen. Ja. Ja, zum Beispiel ist es auch so, dass ich Katze jetzt momentan nicht viel draussen habe. Das ist... Sorry. Dass ich Katzen nicht viel draussen habe. Eigentlich von dem Moment an, ja, wo mal ein Event war, ein privates, habe ich die Katzen nicht mehr viel rausgelassen. Seitdem ist die Wohnung wieder sauber, wie früher, als ich sie noch nicht hatte. Die fühlen mich einfach wohler. Deswegen, vielen habe ich es auch gesagt, die mir nach sind, die wissen, dass ich Katzen habe, dass ich die Katze eben möchte weggeben, aber ja nicht in ein Tierheim, so bin ich nicht. Sondern ich möchte sie wirklich an einen Platz geben, wo ich sie auch besuchen könnte. Beziehungsweise auch, wo ich weiss, es geht ihnen sehr gut. Meine Jungs. Einfach so einen Platz möchte ich in diesem Sinn suchen. Ja. Es ist schon lustig in dem Sinn, wie sich das Leben immer wieder verändert, von einem auf einen anderen Moment. Ist es, wenn du neue Erfahrungen machst, wenn du neue Leute kennenlernst, oder sonst irgendwie, wenn ein Gedanke in deinem Kopf eingepflanzt ist plötzlich und du einfach daran denkst, hey, ich muss so etwas verändern. Ich habe in dem Sinn, was viele nicht wissen oder gar niemand weiss, ich habe immer gesagt, ich schlafe nicht mehr, weil ich sonst denke, ich habe zu wenig Freizeit. Hier in diesem Film gebe ich jetzt ehrlich zu, es war nicht unbedingt wegen dem gewesen, dass ich dachte, hey, ich kriege nachher nicht zu viel Freizeit, sondern weil ich selber das nicht mehr so kann. Beziehungsweise eben dort, weil ich so geladen bin, komme ich schnell in Schweißausbrüche, wenn ich nervös bin. Plötzlich habe ich einfach so wie einen Schock, wo ich schnell verschrecke, höre irgendwie in mir selber rein, so wie einen Klapp. Und dann erschrecke ich, obwohl gar nichts ist, wie als wäre irgendwo ein Ballon geplatzt. Aber gleich irgendwie eben das nicht schlafen können. Das ist schon speziell, beziehungsweise aber ich möchte auf jeden Fall, ich fühle mich wirklich noch gut, nicht, dass ich irgendwie müsste, mir psychiatrische Hilfe suchen oder etwas. Aber ich möchte auch nicht irgendwie jetzt umsteigen auf Schlaftabletten. Also, wenn ich es wirklich will, wenn ich wirklich früher gehe, dann in dem Sinne geht das schon. Aber eben, da müsste ich fast mal ins Bett, für dass ich wirklich nachher da könnte in Ruhe einschlafen und gleich am Morgen ausgepowert bin. Klar, am Morgen ist es nachher aber schon so, dass ich, wenn ich aufwache, ich stehe ja eigentlich recht früh auf oder würde recht früh aufstehen. Wenn der Wecker läutet, weil der Wecker läutet bei mir grundsätzlich um 5:30, obwohl ich um 7:30 oder um 8 erst muss arbeiten muss. Aber gleich, eben, das ist jetzt zum Beispiel, weil ich die Apps nicht mehr habe, habe ich das nicht mehr so. Also, klar habe ich das noch drin, dass ich ein bisschen später überall herkomme, aber
nicht mehr so, dass ich eben hier noch schauen muss, was da ist passiert. Dass ich hier noch schauen muss. Und da sind auch wieder beziehen. Ich meine, das ganze Social Media, all die Apps, die immer wie mehr kommen, die verschlingen in dem Sinne unseren Kopf, unsere Gedanken. Das sind jetzt vielleicht recht primitiv, recht abstrakt, aber wir uns einfach, wir haben langsam kein eigenes Hirn mehr. Also wir sind nicht mehr fähig, selber wirklich zu denken, sondern sind mehr nur noch von dem abhängig. Ich bin auch sehr stolz auf meine Lieblingsnachbarin, dass sie das jetzt durchgezogen hat, dass sie auch so gut wie nicht mehr auf Facebook ist. Ich glaube, sie war auch ein bisschen die Inspiration gewesen, nebst dem Schnellgedanken. Schnellgedanken sagen, ich glaube, die wissen, was ich meine. Auf jeden Fall, dass ich eben nicht mehr dort so aktiv bin. Und wie gesagt, ich muss mich auf jeden Fall mal selber finden. Ja, und jeder, der jetzt momentan bei mir auf die Tor schaut, fragt sich sicher, wie das zustande ist gekommen. Es gibt wirklich einen Film davon. Und den wollte ich in dem Sinne nicht vorenthalten. Deswegen viel Spass. Und wir sehen uns gleich wieder. Ja. Schokocreme ist bereit für den Kopf. Schokocreme. Jetzt hat sie die Flasche an den Ring gehauen. Wir sind hier zu oben. Haben sie schon auf die Torbe Halb 12. Halb 12. Neben- und Nachtaktion. Ich habe eigentlich die Leute immer ausgelacht, die auf YouTube ihre Haare färben, so challenge-mässig. Aber Wir haben hier noch andere Farben. Moment. was ist da? Babypink. Oder Eggplantenrot. Was rot? Dunkelrot? Sam mit dunkelroten Haaren. Aber wir müssen es zuerst bleichen und bleichen tun wir jetzt nicht hier. Okay. Voilà. Oder natürlich auch noch ein schönes Violett. Violett. Das möchte ich wieder. Wow. Und wir legen gescheiter für die ganze Aktion so eine Stirnlampe an. Ohne Scheiß, das macht einem Angst. Warte mal, ohne Licht. Affen sind jetzt eindeutig nicht mein Lieblingstier. Ich hole jetzt das Tüchlein und dann geht's los. Also, dann es nehmen. Das kann ich spritzen. Vom Druck. Ich habe gehört, beim ersten Mal soll es ein bisschen brennen. Ach was? Ja. Jetzt geht's los. Schon was? Ja, das Es fühlt sich an, wie als würde ich bei so einem Wurm im Ohr der rumgehen. Wurm. Oh. Ja, oder so eine Schnecke. Wow, das habe ich getropft. Ich habe schon immer mal so ein Gefühl von Ketchup in den Haaren haben. Mayonnaise. Genau, Mayonnaise. Vor allem ist Henne viel. Was? Weißt du, ich habe ja auch eine Packung auf meine Haare müssen tun, weil ich so lange hatte. Krass. Und das reicht für sicher 2, 3 Kurzhaare. Kurzhaar. Ja, Kurzhaar. ja kurzhaarige. Kurzhaarzwerg. Ja, nein. Kurzhaar. So, wir kommen zum Ende langsam. Da Schon? vorne. Ja, ja. Musst du nicht noch da vorne, oder hast du das schon? Ja, gut. Ah, Haben wir das? sie arbeitet sich von hinten nach vorne. Ich weiß nicht, wieso dass ich jetzt die Augen zu tue. Ich glaube, ich bin fest Coiffeur gewöhnt. Einfach immer die Augen zu. Ketchup, Mayonnaise. Lakritzsauce. Ja, das kann man eigentlich noch erfinden. Wildfond benutzen. Als letztes kommt die süße Lakritze hinein. Die Lakritzsoße ist unsere Spezialität. Sie steht seit 8 Jahren auf der Speisekarte. Lakritzsauce.
Ja, wer hat es auf dem Soll Kopf? hier Strähnen braun lassen? Nein. Hast du das scheiße ausgesehen? Wenn ich jetzt Oder weiß hätte. weißt du, hast du das kennt früher, die so Schwänzchen wachsen? Ja, voll! Scheisse. Du hast ja eins gehabt. Nein! Es hat wirklich so ausgesehen wie ein... Rattenschwänzchen, Ja! den haben wir gesehen. Ja, der war mir cool. Ah, die geilere Frise, AJ. The Boots. Nicht die Pilz, The Boots. das ist der Das war auch easy. Kochtopf. Ich glaube 2000... Kochtopf, Genau. Ich glaube 2000 Kids kennen das nicht einmal mehr. Ja. So. Jetzt das so mal mitgeschickt. Das ist Oh, aber jetzt schmeckt es so, das Zeug Gell? steckt wie Sau. Oh, da schläft der Schein so tief. Das die betrieben. So, dann warten wir mal, würde ich sagen, oder? Ja. Jetzt heisst es warten. Und dann abputzen. Ich gehe jetzt einfach so hey unter den Helm. Gespritzt. Ei. Ja, jetzt warten wir mal. Yes. Tüdeli. Nein, das darf ich nicht sagen. Tüdelü. Tüdelü. Nein, das ist ganz schön. Tüdeli. C'est la vie. Nein, das auch nicht. Was soll er wissen? Nein. Wir sollen keine Sprüche lassen, deswegen einfach Tschüss zusammen. So, jetzt geht's ans Auswaschen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr nervös. Okay. Ja, rein rein. Ach du Scheiße. Kannst du so bleiben, dann tu nicht. Ja. Und das Öffnen haben wir noch so. Slipper, der Pedo-Delfin. Singt der Bergmann. Slipper, der Pedo. Ich versuche mich zu konzentrieren. Katze, jetzt kommt. Ich kann spüren. Ich glaube mir einfach alles, wenn wir das Gesicht anrichten. Ja, was machst du denn? Ah, Mini-Maps. Für was ist hier? Dann macht das Haar ein bisschen weicher. Oh. Da, das sieht aus wie, sag jetzt nicht was. Das schmeckt fein. Oh. Was ist jetzt? Das macht doch nur. Ich bekomme den Krampf. Mein Knick kommt 360. Ja. Ich schiffe mir gleich die Hose, zum Glück habe ich vorher noch gepisst. Ich bin gespannt. Das Problem, wenn du kleiner bist, du siehst fast nicht durch. Wo ist der Stuhl? Ah, ja, so ein Leiterli. Ein Leiterli? Ja. Spielen wir das Leiterli-Spiel? Ist schon mal gegeben. Das habe ich auch. Das kommt jetzt Einsatz. So. Nicht schlecht. Ach du Scheiße. Ist aber nicht blau. Gell, ist recht schwarz. Gerecht gelb schwarz. Ach du Scheiße. Jetzt möchte ich einen YouTuber. Gell. Entweder kann man es oder man kann es nicht. Oder? Jetzt habe ich fast abgelegt.
Wow. Bling, bling. Ist super. Ist krass. Geil. So, das war es mal gesehen. Wenn wir sie noch föhnen. Bröschen sagen. Das heisst, brushen. Bröschen, föhnen, trocknen. Ja, trocknen müssen noch. Aber da schaue ich dir nicht mehr zu. Tschüss zusammen. Sag tschüss. Adieu. Gute Nacht.